Ich habe mein erstes Spiel als Goalie von einer grossen Fußballmannschaft. Ich kann nicht genau sagen, welche, aber ich war auf jeden Fall ein Profifußballer. Das habe ich zweimal im Jahr. Ah, das ist das Beste, und ich war Goalie. Aber das Problem ist, es hat nie so weit geklappt, dass ich es aufs Feld geschafft habe. Also, ich war in der Kabine und dann ist plötzlich eine alte Schulklasse, also eine Schullehrerin von mir auftaucht und es hat Stress gegeben und dann musste ich noch übel aufs WC und dann war der Gang viel zu lang und die Tür geschlossen. Ich habe es nicht rausgeschafft, aber ich hatte mein Debüt gehabt und dann habe ich so auf dem Fernseher gesehen, wie die Spielerinnen laufen. Oh nein, einfach so genau. Keiner im Goal. So, ja. Ich schwöre. Alter, aber genau. geil. Aber Morgenträume. Finde ich geil. Ja, das kann ich vielleicht noch ergänzen. Bei mir, ich träume so krass oft, dass ich wie an einem anderen Ort lebe. Also nur für so eine Ferien, in einem Hotel, in einem Gebäude, wo es ganz viele Leute hat, die ich kenne, wo so... jeder hat dann wie so seine eigene Wohnung. Es ist nicht so ein Hotelzimmer, sondern wie eine Wohnung. Und ich träume so oft, dass ich von dort gehen muss und habe einen Stress und irgendetwas funktioniert nicht und irgendetwas haben wir noch so halb illegal gemacht und so. Ja. Also so, weißt du, also in diesem Gebäude, ich habe geträumt, dass heute, das war glaube ich sogar heute oder gestern, darum ist es mir so präsent, dass ich mit dem Götti von meinem Bruder in so einem riesen Gebäude war und da haben wir uns so durch so Gänge geschlichen und so. Also einfach etwas, aber ich liebe es. Ja, fair, ich auch. Ich finde es sehr interessant. Ich habe wenig Albträume, das habe ich glaube als Kind noch so ein bisschen mehr gehabt. So, stimmt, ich nie. Wenig, aber meine Träume sind eigentlich meistens einfach fett gestresst. Irgendetwas klappt immer nicht. Also irgendetwas geht in die Hose. Gut, vielleicht ist es ja, weil wir den Albtraum auch mit Vinti und GC ja schon in echt leben, oder? Absolut. Super Übergang. Wir gehen rein. Sehr schön. Ein Kanton, 3 Teams. Herzlich willkommen beim Fußball-Podcast Turm, Grund, Wiese. Wir sind 3 Kollegen, die wöchentlich über die 3 Fußballclubs FC Winterthur, Grasshopper-Club Zürich und der FC Zürich reden. Mit dem Raffi haben wir einen FCZ-Fan. Der Tim unterstützt seit über 2 Jahrzehnten den Club GC und mich, der David, sieht man am Wochenende auf der Schützenwiese in Winterthur. Danke fürs Zuhören und viel Spass mit der nächsten Episode. So, der Herr. Die Runde 20 ist gespielt. Der FC Winterthur holt das Spiel von letztes Jahr gegen Sion unter der Woche an und muss jedoch schon wieder eins verschieben. Da das Spiel gegen Sion verloren geht, befindet sich Winti langsam aber sicher in einer eindeutig negativen Abwärtsspirale. Beim FC Zürich ist es endlich mal ein bisschen ruhiger. Sie machen weiter dort, wo sie aufgehört haben, nämlich mittelmäßig. In Genf teilen sie sich Punkte mit Servet. Und bei GC ist es eine klare Sache. Gegen Thun hat die Heimmannschaft keine Chance und muss sich 3:1 geschlagen geben, obwohl das Resultat ist eigentlich noch dankbar. Zuerst aber Tim, wie geht's dir? Hast du ein schönes Weekend gehabt? Ja, tipptopp. Ich hatte noch am Samstag tatsächlich das Weihnachtsessen vom Geschäft. Hure spät, mitten im Januar. Aber ich muss sagen, es war eine geile Sache. Wir hatten so einen Abend, weißt du, so ein Dinnerabend mit so einer Show rundherum, so 3-gängiges Menü. Und dann hast du immer so ein bisschen gegessen. Dann war so ein Mentalist, so ein so ein bisschen Hypnose, so ein bisschen Psycho-Zeug. Weißt du, er findet so Sachen raus über Leute und so, auf so krasse Art und Weise. Mega spannend gewesen. Okay. Genau, gutes Essen gewesen, wirklich ein geiler Abend gewesen, mega nice. Und genau. Gestern Sonntag, habe ich es dann relativ gemütlich genommen, bin noch ein bisschen draussen, sonst recht viel. Ich habe ein bisschen angefangen, es ist ja eigentlich am Bläuli sein Gebiet, aber ich habe ein bisschen angefangen mit dem Logic Pro wieder rumspielen, ein bisschen Musik producen. Also wenn man das kann, Musik nennen kann. Ja. Aber es hat Spass gemacht. Ich habe jetzt sogar so ein MIDI-Klavier mir gegönnt, wo du so kannst auf dem Klavier. Ich kann nicht mal Noten lesen, aber ich höre ja, ob es gut tönt oder nicht. Das Solange ist so ein bisschen die Idee. Macht. Ja, voll. Genau, habe ich mich ein bisschen mit dem beschäftigt. Natürlich Fußball geschaut und jetzt wieder arbeiten. Genau, was hast du getrieben? Ja, dann gemütlich bei dir. Bei mir ist wirklich so ein klassische Kollegen, Freundin, Gym, Dart, Magic, diese Sachen. Ja, die 5 Stichworte. Wunderbar. Ja. Wunderbares Wochenende gehabt. Genau, Freitag eigentlich so ein bisschen ins Wochenende mit der Freundin und Pizza gemacht.
und dann so mehrheitlich mit den Kollegen gewesen. Oder für mich, genau, heute ja wie immer Montag frei. Und auch Montag ist so der Tag, das ist so wirklich... Ich habe mir heute wirklich nochmal überlegt, was würde ich ohne den Tag machen mit Wäsche und Posten für die Woche und so ein Podcast vorbereiten. Das ist so wertvoll, finde ich. Genau. Ja, genau. Absolut. Ich habe ja wirklich eigentlich kein Fußball geschaut. Nicht eigentlich. Ich habe kein Fußball geschaut das Wochenende. Ich habe eigentlich meinen Fußballabend dann, ich glaube am Dienstag ist es, schon so lange her, gegen Sion gehabt. Genau. Und das Wochenendspiel von Vinti ist ja abgesagt worden. Kommen wir sicher nachher nochmal dazu. Genau, wenn wir gerade bei Sion anfangen, am Dienstag am besten. Absolut, ja. Absolut. Die Rückrunde eröffnet in Sion. Schön. Ja. Genau, Rückrunde eröffnet natürlich mit einer kurzen Gedenkminute. Das hat man aber eigentlich erwarten können. Ich glaube, bei anderen Spielen ja auch, aber es war natürlich noch im Wallis der ganze Vorfall oder näher dran. Und, genau, und die Cutter beim SRF haben sich gedacht, geil, da können wir bei jedem Spiel 30 Sekunden schon mal das reinschneiden am Anfang. Habe ich da witzig gefunden. Richtig ausgekostet. Aber ich glaube, in Sion... Ich meine, Gramontana näher, oder? Ist glaube ich, auch eine recht schöne Zeremonie gewesen, gell? Du, ist schön, habe ich verstanden. Ich frage mich, das klingt jetzt mega schwierig, da könnte man wieder ein eigenes Thema aufmachen. Ja, bei jedem Spiel jetzt, wie lange das noch geht, dass man immer an das denkt und zeigt. Das ist ja, ich finde, also, wenn es im Wallis ist, mega schöne Geste, das gehört wieder dazu. Ja, ich habe da ein bisschen eine eigene Meinung, oder wie lange dass man an etwas wirklich bleibt und Trauer zeigt und wie sagt man, nicht Respekt. Gedanken in dem Sinn. Ja, Gedanken, genau. Voll. Aber so hat das auf jeden Fall angefangen. Ich glaube, der CC, der Keller auch, also der Presse sind ein paar auch dort noch in dem Kreis gestanden und dann hat das Spiel eigentlich angefangen. Hey, ganz etwas am Rande, habe ich jetzt vor 3-4 Stunden ist ein Bericht gekommen, eben, dass jemand während dem Spieltag runtergefallen ist vom Tourbillon, hinten runter, von der Nordtribüne und gestorben ist 2 Tage später. Das war voll an diesem Abend kein Thema gewesen, nirgends irgendwo aufgepoppt. Es passiert doch noch ab und zu, dass dann, weißt du, sogar Spiel unterbrochen wird und so, oder wenn irgendetwas ein Notfall ist. Aber ich habe auch gar nicht mitbekommen. Wirklich krass, wirklich krass. Irgendwie auch genau jetzt eben nach dieser Zeremonie in diesem Stadion. Ja. Crazy. Ja. Genau. Aber gehen wir aufs Fußballerische. Darf ich noch etwas fragen, schnell? Weil die Zeremonie verpasst hat, glaube ich, die Vinti-Fans. Ich war hure überrascht, als ich gesehen habe, das kann ja nicht sein, dass da 8 Leute kommen. Sind ja nachher auch alle gekommen aus dem Bus und so. Genau. Ist irgendetwas passiert? Oder? Klassisch Nein, also ist so viel, wie ich jetzt gehört habe, dass es Verspätung hat wegen Stau, wegen Verkehr. Mittwoch, ich weiß auch nicht, ob es einen Unfall gegeben hat oder einfach überlastet. Aber genau, okay. Ich habe das erwartet, weil ich habe gewusst, es sind nicht 0 oder 8 Leute, die dort stehen. Die kommen noch rein. Genau, aber ich war dann froh, dass sie da waren, weil ein kurzer Gedanke war schon so, oh, aber Dude, oh. Also ich muss auch sagen, fairerweise, 9 Stunden hin und zurück oder 8 mit dem Gar am Dienstagabend, also völlig entschuldigt für die Leute, die da nicht gehen können wegen ihrem Beruf etc. Genau, so, jetzt gehen wir ins Spiel. Die Aufstellung, eine der lustigsten, die es so wahrscheinlich nicht mehr wird geben. Also wirklich, da hat man Namen gesehen wie Okafor, der Cousin von Noah, recht spannend. Ja, genau. Mit dem Mühle in der Innenverteidigung, der Sattai, der Sattai-Spiessli, der Saitai, Rechtsverteidiger. Und vor der Verteidigung hängen der Jankiewicz und der Kasami, eigentlich im zentralen Defensiven. Burkhardt Flügel, Momo hinter dem Mittelstürmer Hunziker und rechts aussen dann Soko. Und im Goal natürlich der Capitano zum ersten Mal, der Capino. Er ist auch wieder bejubelt worden. Zwischendurch habe ich mal den Fangesang gehört von den Vinti-Fans, sein eigenes Lied, das er bekommen hat. Ich glaube, ohne Capino könnte man schon auch sagen, hätte es 1-2 Mal mehr können rebeln im Vinti-Goal. Genau. Ja. Ja, aber um etwas
ansprechen, die mich schon ein bisschen verwundern. Also ich meine, das Mal gegen Sion über 10 Verletzte und Kranke. Und jetzt gehen wir ein bisschen zurück, spulen wir zurück in Dezember. Das war ja ein Nachholspiel unter der Woche. Oder? Man hätte ja gegen Sion absagen, weil 8 Leute krank waren. Ja. 8 oder mehr, glaube ich. Und einen Monat später, also wirklich einen Monat später, sind 10 Verletzte und Kranke. Und da frage ich mich schon, was läuft? Also, ist es effektiv Gesundheit? Ist es das Mentale, das momentan schwierig ist? Weil es Wochen, und ich meine, dann ist endlich mal wieder ein Heimmatch und der wird verschoben, weil der Platz immense ist. Also das muss ich jetzt schon sagen, jetzt über, wie sagt man dem, wenn ein Ereignis nach dem anderen kommt, jetzt tut es so ein bisschen, ja, jetzt nimmt es wirklich eine negative Energie an, das Gesamte. Also der FC Winterthur rundum von Spielern, vom Platz, von den Fans, jetzt hat es viel Unmut und Frust, habe ich das Gefühl. Siehst du das auch so, dass momentan recht die Negativspirale beim FC Winter schon spürbar ist? Ja, es ist ein bisschen alles, ja. Es hat für mich alles Challenge League-Vibes, oder? Irgendwie alles von der Ausfall, von der Rasenthematik, die jetzt schon wieder ein Thema ist, sie holen einfach niemanden, es ist das gefühlt wie egal, was jetzt passiert. Es ist ein bisschen, ja, und man hat ja auch gesehen, oder? Du hast es ja geschickt in den Chat auch, wo ja dann das verkündet worden ist, da hat es ja hässige Kommentare gegeben, was man ja bei Winter auch nicht so mega kennt, oder? Ja, voll. Und dann haben sie es auch noch abgeschaltet, oder, die Funktion. Da denke ich so, alles ein bisschen... auch peinlich, ja. Ja, alles ein bisschen komisch. Also, ich verstehe dich, dass jetzt gerade... ein Winterloch ist schon da, aber jetzt irgendwie... Ist ein Winterloch, ja. Es passt gar nichts mehr zusammen, ja. Das, was du jetzt gesagt hast, eben mit dem, sogar mit den Transfers, das habe ich ja jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Also eben, man hat ja so ein Riesen gehabt und trotzdem sind irgendwie alle verletzt und out. Also, komische Stimmung. Ich habe jetzt noch munkeln gehört in dieser Woche, dass der Vorstand oder sogar dass man gar nicht einmal so unglücklich wäre, wenn wir zurück in die Challenge League. Ja. Unter anderem habe ich auch gehört, dass der Platz, eben Winterthur, die Schützenwiese, haben wir ja heute schon geschrieben, ist das einzige Stadion ohne die hure Rasenheizung drin. Muss man natürlich da auch sagen, Winterthur, der Sportchef, hat ja da noch eine Meinung dazu abgegeben und hat Stellung genommen und hat einfach gesagt, ja, das liegt einfach nicht drin, beziehungsweise wenn dann irgendwie 2030 zuerst wäre der Stadionumbau überhaupt und dann im zweiten, also das ist wirklich noch so weit entfernt, da merkt man einfach, die Köln sind nicht da, die Köln für nichts ist da, nicht für den Platz, weder für den Lohn, weder. Und da frage ich mich als wirklich Fan, der Vinti liebt, was macht ihr in der Super League? Also wirklich, wie du, ich muss dir leider recht geben, das ist alles Challenge League Niveau und ich bin jetzt das Wochenende das erste Mal so ein bisschen okay mit dem Gedanken geworden. Komm, jetzt mache ich einfach weiter, jetzt scheiß auf die Reihenfolge, wir sind ja im Gespräch. So ein bisschen, hey, wenn ihr absteigt, weißt du was, dann ist es ja. Ich meine, der Kollege hat auch etwas Wichtiges gesagt. Ich meine, wir haben den FC Vinti so kennengelernt. Wir kennen die Challenge League. Und natürlich ist es nicht geil, aber der ganze hure Senf, wo da immer alle Spieler oder beziehungsweise die Fans müssen zum FC Vinti abgeben, irgendwie ist es auch ein bisschen Anschiss, dass alle sagen, Alter, der hure Club gehört eigentlich in die hure Challenge League. Und ja, muss man leider recht geben, es spricht überhaupt nichts. Vielleicht der Patrick Kramer noch am ehesten, der als Trainer so etwas ausrichten könnte. Ja, und das ist ja auch eben ein Zeichen, wie sie auftreten auf dem Transfermarkt. Oder? Jetzt, sie sind die Letzten. Und es gibt ja die Möglichkeit, GC ist abartig schlecht. Man könnte GC mit vielleicht ein bisschen Ambitionen, ein paar neue Spieler wenigstens noch angreifen. Oder? Aber für mich ist das so ein Zeichen. Ich meine, jetzt sind wir am 19. Januar. Wir haben jetzt, glaube ich, schon 3 Episoden 2 sind es jetzt seit dem Transferfenster. Es passiert nichts. Und das ist für mich auch ein Zeichen von, wenn wir es schaffen, cool, und wenn nicht... Wenn nicht, dann ist es halt einfach so. Genau, und jetzt tun wir nicht noch neue Super League-Verträge unterschreiben mit neuen Spielern, weil wahrscheinlich gehen wir ja eh ab. Und, und ich glaube, das spürst, oder? Das spürst auch als Mannschaft. Man sagt ja immer, der Fisch stinkt vom Kopf. Und ich glaube, das trifft es auch nicht so schlecht, oder? Als Mannschaft spürst du das doch auch. Es tut sich einfach nichts. Und sehr, sehr schwierig, ja.
Ja, schwierig. Wirklich schwierig. Gehen wir aufs Spiel ein. Ich glaube, Wind ist recht gut rausgekommen, muss ich sagen. Also mit dieser Startelf nicht erwartet eigentlich gegen Sion. Muss ich sagen, ich habe wenig zu reklamieren gehabt. Klar, eben, um das auch schon mal vorab wegnehmen. Sion hat viele Chancen gehabt. Viele gute Chancen gehabt. Capino, Sitterle hat ein paar Mal eingreifen. Es hat einen richtig schönen Freistoß gegeben. 2 Aluminiumtreffer. Also Sion hat auch jenste Chancen gehabt. Mehr Goal wie 2 Schüsse. Aber müssen wir schon noch mal schnell aufrugeln, das Ganze in der 20. Minute. Da hast du gewusst, dass ich mit dem Thema VAR Eingriff beim Goal vom Hunziker, wo übrigens der Okafor die wunderschöne Flanke gegeben hat. Also der spielt ja sonst bei der U21 von Vinti. Ja. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Genau, also wir kommen in eine Situation, der Hunziker setzt sich recht schön oder klar durch, auch wunderbar timed, kein Offside, das war ja eigentlich das Thema am Anfang. Vorne geht von der Dame auf der Seite und es wird Offside berufen. Man merkt eigentlich recht schnell, es ist kein Offside, auch wenn es sehr knapp ist, sieht man es. Und dann kommt der VAR und schaltet sich ein, eben, dass der Hunziker ja den Arm da oben hat und einen Schupfer hat es gegeben, oder beziehungsweise eben, der Schiri hat es angezeigt, Arm da oben. Ja, jetzt meiner Meinung nach, nein, du weißt, was ich meine dazu. Gleich noch, was du als Nicht-Wintertourer, wie hast du die Situation bewertet oder wie siehst du das? Nein, ich muss jetzt auch sagen, ich bin voll bei dir. Ich meine, ich bin nicht der grösste Fan von über Schiedsrichterentscheid zu diskutieren, aber manchmal muss es sein, und das ist für mich so ein Fall, jetzt auch gerade, wo die Winterpause war und ich eigentlich natürlich auch die Premier League verfolgt habe, so. Und dann schaue ich wieder Super League und ich denke so, Alter, es ist so lumpig, wie da gepfiffen wird. Jeder Scheiß. Es ist wirklich auch beim GC-Match, nicht gegen GC, ich meine allgemein, es wird so lumpig gepfiffen, weißt du, als wäre die Vorgabe so, ja, also wenn es wie ein bisschen ein Foul aussieht, gell, dann pfeifst du einfach und so. So kommt es mir ein bisschen über. Und ich habe wirklich gedacht so, Alter, weil jetzt der Hunziker einfach ein Fetzen ist und offensichtlich stärker, muss man dann sagen, oh, da hat er noch geschüpfelt und so. Null ist für mich, oh mein Gott, als Spieler würde mich das so abartig aufregen. Und die Spiele werden auch verpfiffen, weißt? Das Niveau in der Super League ist schon so grauenhaft gurkig, oder sicher bei unseren Teams zumindest, und es gibt Fehlpässe und Einwürfe und Umgeholze und nachher pfeift der Schiri noch jeden Scheiß, dann passiert eigentlich ist alles irgendetwas, oder? Es ist null Spielfluss, null Spass beim Schauen. Und das ist für mich eine perfekte Szene, um das zu beschreiben, was das Problem ist. Der Wermelinger hat ja noch darauf reagiert und gesagt, nein, ist alles gut, sie können hinter dem Entscheid stehen. Ja, ist ja gleich. Andere können es nicht mehr, das ist jetzt so ein bisschen wieder das. Ja, klar, Vinti verliert dann 2-0, super. Es bringt alles nichts mehr im Nachhinein. Aber ich finde einfach, das haben wir jetzt, also eben auch das, wenn mal Winterthur überhaupt eine Chance hat und einen guten Auftritt und ein Goal schiesst, dann grätscht irgendetwas anderes rein, oder? Und für mich wirklich auch das, was du gesagt hast, in dieser Situation hure mühsam, weil er setzt sich richtig und auch das Goal finde ich aus diesem Winkel recht clean, Alter. Also wirklich so, musst du es zuerst mal machen. Und der Verteidiger hat den Arm, das sieht man eigentlich auch recht gut, hat den Arm genau gleich draussen, aber und der Zubi, jetzt fällt mir gerade noch etwas ein, der Zubi hat noch etwas gesagt, es geht ja auch ums Taktische, dass der Verteidiger eigentlich einfach an der falschen Position steht. Er müsste auf der rechten Seite sein vom Hunziker und nicht auf der Aussenseite, geht dann in einem Zweikampf. Ja, genau. Hey, und eben, natürlich habe ich mich aufgeregt, ich reg mich jetzt wieder auf. Und es ist ja so weitergegangen, oder? Der von Mandach hat ja nachher 5 Minuten später Jankiewicz gelb gesehen, gesperrt für das nächste Spiel. Der Okafor 1 Minute später gelb gesehen. Er hat in dem Zweikampf, in der Wiederholung gesehen, er berührt ihn nicht einmal. Der Sion-Spieler geht am Boden, hebt sein Bein, Okafor gelb. Der Rahmen reklamiert zu Recht auch geil. Das sind jenste geile Karten. Und jetzt, es ist noch nicht fertig. In der 60. Minute gibt es nochmal so eine Situation. Der Hunziker rennt in der eigenen Strafe, in der eigenen Hälfte, Platzhälfte. Und er
schaut geradeaus und sprintet geradeaus weg. Ganz normal, ein Sion-Spieler rennt von hinten in seinen Ellbogen. Und der Hunziker kommt gelb über und das Spiel wird abpfiffen. Keine Bewegung gegen hinten, außer die normale Sprintbewegung. Ich weiss nicht, was der Mann gepfiffen hat an diesem Tag. Riesen Seich. Man könnte sagen, es wird gepfiffen, wie eigentlich gespielt wird. Einfach lausig. Wirklich. Ja, das passt. Richtig Super League-Niveau auf allen, oder eben noch schlechtes Niveau auf allen Belangen. Genau. Es ist einfach, wow. Es ist ein Spiel zum Aufregen. Jedes Spiel regt ja mittlerweile auf als Vinti-Fan. Das ist ja auch das. Es ist jede Woche der gleiche Mist. Entweder spielt Vinti Katastrophe und verlieren, entweder sie spielen gut und verlieren, entweder ein Schiri greift noch rein, oder es ist immer ein Entweder-Oder, es ist einfach schlecht. Es ist schlecht und ja, es macht keinen Spass. Es macht einfach keinen Spass mehr. Wirklich. Es ist richtig, richtig bitter. Ja, Vinti verliert und ich muss gleich noch schnell sagen, so für mich, also der Okafor hat mir sehr gut gefallen, würde ich sehr begrüßen, würde er als Diaby-Flügelersatz da sein oder sogar eben im Pendant miteinander. So. Der Sitterle hat mir gefallen, hat bis jetzt eigentlich immer gute Auftritte gehabt, das weisst ja du, glaube auch noch. Hat absolut. 2-2 gegen GC geschossen. Genau. Finde ich übrigens auch immer stark, muss ich sagen, Sitterle. Immer stark. Ja. Sehr viel Selbstvertrauen ausstrahlt, also wenn er ausstrahlt. Capino und Hunziker, eigentlich in jedem Spiel die zwei Besten. Auch wenn, ich glaube, der Hunziker hat eine 5,8er Bewertung rot. Ich kann es gerade jetzt sagen, ja. Hä? Ich weiß auch nicht, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Das ist, genau, der schlechteste für mich der Momo, auch da mit Abstand. Momo ist wirklich, also wow, der wirklich, wow, nein, da könntest ohne Scheiß den Mühl in den Sturm tun und das wäre etwas Gleiches. Ja, was hast du sagen? Nein, ich wollte jetzt eben gerade fragen, wie ist der Momo gewesen? Weil der hat jetzt, glaube ich, das erste Mal von Anfang an gespielt, wenn ich mich nicht täusche. Und ist ja eben Ex-GC-Spieler. Ich habe in der Zusammenfassung nur gesehen, wie er einen grusig verholzt hat vor dem Goal. Von 2 Metern, ja. Ist halt schwierig, es war eine schöne Flanke gewesen, aber auch das, wenn er sein Selbstvertrauen hat, in dem Moment macht es vielleicht. Nein, aber das war im Fall nicht die Situation, die mich am meisten aufgeregt hat. Das ist wirklich, also, wow, wie langsam am Ball und so. Er hat immer das Gleiche machen. Wenn er den Ball hat, so zuerst mal abschirmen um sich herum und er dreht sich so etwa 2-mal um sich selber. Und ich denke so, Bro, was, du verlangsamst das Spiel und dann kommen noch Fehlpass und es ist einfach so wirklich grusig. Und sonst muss ich aber sagen, das Team, auch wenn die Bewertungen, auch ein Mühl, wirklich, den ich sonst hätte, also der Auftritt war tipptopp. Man verliert einfach wieder 2-0. Darum bin ich so, eben, solange sie nicht gewinnen, erlebt man mich auch nicht glücklich. Und ja, damit bin ich fertig mit meinem Drecks-Vinti-Teil. Voll. Freue mich nächstes Jahr. Freitagabend. Schön gemütlich im Sommer. GC Vinti oder Vinti GC auf der Schützenwiese. Ja, Mann. 5000 Leute. Genau. Geil. Nein, ich habe mich ja bis jetzt immer hart aufgeregt, wenn so Alteingesessene sagen, seit der neuen Super League und die neuen jungen Fans und so, sowieso wieder runter. Habe ich wirklich nie verstanden. Mittlerweile muss ich sagen, ich glaube, ich weiss, was ihr meint. Voll. Ja, das zu dem. Gehen wir bitte weiter. Haken wir ab. St. Gallen ist ja, wie gesagt, verschoben worden. Es gibt irgendwann wieder eine englische Woche. Vinti wird wieder hure kaputt sein, wieder Verletzte haben, wieder zu müde, wird zu wenig Energie, weil man zweimal hat müssen spielen. Der Rahmen hat sich ja selber geäussert dazu, dass es peinlich ist, dass man nicht spielen kann. Das habe ich nicht erwartet. Okay. Verstehe ich aber. Finde ich aber noch fair eigentlich, ja. Auch ein bisschen Druck ausüben sozusagen. Weißt du, gegen die Führung, so machen mal etwas, ja. Finde ich gut. Voll. Aber eben, es wird nichts passieren, das habe ich auch voll erwartet. Ich habe gewusst, es kommt nicht mal zur Sprache, dass man vielleicht eine Rasenheizung, das ist wirklich unrealistisch. Genau, gehen wir weiter zu GC. Ja, resultattechnisch ja auch nicht viel besser gelaufen, aber ich glaube, Thun ist auch hure stark an diesem Tag. Also muss man vorab nehmen, das ist okay, voll. Nimm uns mit, wie hast du die Partie erlebt? Kann man vielleicht gerade noch sagen, wenn man es resultattechnisch sieht, muss man sagen, nein, es war eigentlich sogar noch gut gewesen, weil das hätte also noch viel schlimmer rauskommen können. Muss man ganz klar sagen, wir können ja mal auf die Startaufstellung schauen. Neu dabei, gerade der Becca, ist mit seinem Debüt, haben wir ja besprochen, vor einer Woche von Luzern gekommen. Genau, hat sich eigentlich super eingereiht, muss man sagen, vom Niveau her, also dürftig. Und
Ja, hat dann auch noch die rote Karte geholt in der Nachspielzeit. Das hat dann den ganzen Abend eigentlich wunderbar abgerundet. Sonst auf der Bank hat man gefunden, der Zimba das erste Mal dabei ist. Er dann schon in der 33. reingekommen, weil sich der Blanche verletzt hat. Und der Mikulic, wo wir ja eigentlich ein bisschen mehr Hoffnung drauf haben, wo wir auch gesagt haben, geiler Spieler, ist auf der Bank gewesen, leider dann gar nicht zum Zug gekommen. Stimmt, ja. Genau, sonst einigermaßen erwartbar. Mantini wieder im Mittelfeld. Weiss ich nicht, was der dort verloren hat. Sehe ich viel lieber den Meier, ehrlich gesagt. Ja, verstehe ich. Ist ja dann, glaube ich, auch noch reingekommen, oder? Ja. Und etwas, was ich auch noch sagen will, da hat irgendwie niemand darüber geredet. Wo ist eigentlich der Abraschi? Der hätte doch zurückkommen. Es hat immer geheißen, ja, nach der Winterpause, ja, da kommt ja der Abraschi wieder, oder da kommt der Leitwolf wieder und der gibt dann schon Gäse. Und jetzt war er nicht mal im Aufgebot gewesen, also anscheinend immer noch verletzt, wie es aussieht. Und okay, ja. Ja, Weird. ist, glaube ich, Ich nicht gewusst, dass er so lang fehlt, ja. Ja, gell? Hat mich recht überrascht gehabt. Und ich glaube, ihn hätte man natürlich extrem können brauchen in diesem Spiel gegen das Thun, wo in Form ist. Und hey, ich muss ja sagen, beim 1-0, da musste ich lachen. Da musste ich wirklich lachen, als ich es geschaut habe. So einfach. Ich habe im Fall auch, ich habe an dich gedacht und aber auch irgendwie an mich, also so GC und Vinti, Bro. Das ist so einfach, um ein Goal zu schiessen. So einfach. Ja, ich finde es lustig, bei Vinti siehst du einfach den Botelli, der 8 Spieler austrippelt, ja, so wirklich, als wäre es nichts. Und bei GC hat es gelangt, ein langer Ball vom Goalie, die Verteidigung pennt, der Hammel kommt zu früh raus und der Rastoder haut sie schön rein. Übrigens, Ex-GC-Junior, ja, der Rastoder. Ja, und ich muss auch sagen, ich meine, wir können gerade zum 2-0, ist relativ schnell dann gekommen. Auch da wieder Rastoder geil durchgesetzt, sauberer Pass. Einfach, es geht so einfach, du hast so das Gefühl, weißt, wir haben ja noch gewitzelt gehabt. GC ist ja der perfekte Gegner für Thun, um wieder loslegen, weißt, um gerade wieder in Form zu kommen, gerade eben nicht zu down haben. Und es ist genau das, ein langer Ball, da dürfen wir ein Goal machen und nachher 2 Pässe durch den Strafraum, alles easy, 2-0 Führung. Jegliche Angst, Nervosität bei Thun weg, oder? Sie wissen, hey, wir sind immer noch gleich geil wie in der Hinrunde, alles super. Also ein katastrophaler Start. Katastrophe. Und es ist nicht besser geworden. Also der Labo muss das 3-0 machen, rennt völlig allein auf den Hammel zu. Stimmt, ja, genau. Also ich will auch nicht wissen, wer der dann auch noch rein zum 3-0. Also dann, ich habe wirklich gedacht, boah, zum Glück ist der nicht rein, weil das hätte ganz ein grusiger Abend können werden, wäre der auch noch reingegangen. Ich meine, wir können ja auch schon ein bisschen vorgreifen. Thun, am Schluss war es 1-3 gewesen, wir wissen es alle. Thun hat 3 Offside-Goal geschossen in diesem Match. Und, was in der Zusammenfassung nicht kam, ist, sie haben am Schluss eigentlich auch noch ein Penalty bekommen, ist gepfiffen worden, ist dann aber zurückgenommen worden, weil es ebenfalls wieder Offside war. Und also das hat ganz übel das hätte so ein IB-GC-Absturz-IB können sein. Also, genau, umgekehrt natürlich, aber kurz davor, ja. Exakt, genau. Ja, das ist schon auch bitter zum so... Klar, eben, hey, es ist Thun, es ist der Leader, aber zum so dann rauskommen... Vielleicht öffnet es aber auch direkt allen die Augen. Also weißt, vielleicht ist... Ich meine, der Scheib war recht angeschlagen nach dem Spiel. Ich glaube auch der Abels... Es sind, glaube alle... Man hat jetzt immer wieder gehört, ja, sie haben sich das anders vorgestellt und sie haben sich eigentlich gut darauf vorbereitet, haben es alle gesagt, doch, sie sind... man kann nicht sagen, dass sie nicht ready waren. Und man hat richtig gemerkt, da schwierig, mit dem kommen wir jetzt nicht so klar. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Also Thun, wenn GC Thun geschlagen hätte, das wäre wirklich eine Überraschung in dieser Saison, muss man schon auch sagen. Stimmt, ja. Ja, das stimmt. Mittlerweile müssen wir ja wirklich sagen, eben Thun hat man immer noch so ein bisschen das Gefühl, so ein bisschen eigentlich auch eine schlechte Mannschaft, aber sind sie ja eigentlich nicht, die Saison. Überhaupt nicht. Ja. Aber trotzdem, der Auftritt war so schlecht gewesen. Ich meine, Thun hat 20 Schüsse gehabt im ganzen Spiel. Die haben sich nicht mal gefühlt mega anstrengen. Ich meine,
Eben der Abels hat dann noch das 1:2 gemacht, aus dem völligen Nichts. Kurz nach der Pause hat man schon gedacht, ja vielleicht. Aber nein, es hat nachher nur noch Thun gespielt. Die haben sich Chance um Chance, Offside-Goal um Offside-Goal. Der Rastoder, Alter, was läuft denn mit dem? Ich meine, ich habe es ja noch geschickt, wie er dort das 3-1 vorlegt. Oh mein Gott, ist das sexy gewesen. Wow. Ja, wow, mega schön, mega schön. Fällt mir gerade ein, den Rastoder habe ich bis vor 2 Spieltagen oder bis vor einem Spieltag in meinem Fantasy-Team drin gehabt. Und habe ihn rausgenommen. Habe ihn rausgenommen, ich weiss nicht mehr, wer jetzt drin ist. Ich habe dort einfach mal so 4 Wechsel aufs Mal gemacht, gefühlt. Ja. Einfach, weil ich lange nichts mehr gemacht habe. Und dachte, ja komm, den hauen wir jetzt mal raus, jemand Neues rein. Ja, völliger Fehler gewesen. Ist ja gleich. Richtig schön, richtig. Oh, der ist so im Höch. Oh, wow. Thun-Fan. Ich will gar nicht wissen, wie schön das die Zeit oder das Jahr, das Fußballjahr ist. Es hört nicht auf. Oh, als Thun-Fan würde ich den sich so hypen. Ich muss wirklich sagen, das ist, muss ich wirklich sagen, eine sensationelle Leistung von ihm. Wirklich. So eine geile Leistung. Was der gemacht hat, weißt, er ist ja nicht so der Messi-Typ vom Spieler, also Messi ist natürlich übertrieben, weißt, so der kleine Wirblige, er ist so ein grosser, eigentlich eher so ein bisschen gestabiger in dem Sinn, wie der sich bewegt hat, wie er abgeschlossen hat. Ich meine, er hat ja 2 von diesen Offside-Goal hat er gemacht. Er hat den Hammel ausgelassen dort, er hat die Vorlage gemacht. Was für eine Leistung, wirklich, wow. Selten, ja, muss ich wirklich sagen, Hut ab. Ja, hat crazy. Auf Sofascore eine 7,0 Bewertung bekommen. Und das ist für mich das Zeichen, ich nehme die Bewertungen nie mehr ernst auf Sofascore, wirklich. Der hätte ein 9 mindestens verdient. Mindestens. Ja, das ist wahrscheinlich auch ein Offside-Goal, wo wir das Gefühl haben, wow, aber zählt halt als absolut gar nichts. Das könnte man noch vorstellen, aber völlig daneben. Ja, aber er hat noch das Goal gemacht, ja wirklich, er hat dann den Prime Messi Assist gegeben. Also, wirklich. Messi, ja. Ich meine, passend, das ist auch noch passend, irgendwie zu diesem grottigen Abend wieder mal. Das ja, das 3:2 hat dann noch der Fehr gemacht, Fabio Fehr, auch GC-Junior gsi. Ist auch einer von denen, wo man so zu Thun, Aarau, all denen schickt, weißt, so in die Challenge League. Und die blühen alle so krass auf. Es ist so krass. Es ist so krass. Ja, das tut weh. Das tut hure weh. Ja, und lustig, du hast es auch gesagt, möchte ich schon noch erwähnen. Der Rastoder hat ja nachher im Interview gesagt, da im Letzten ist es nicht einfach. Und da musste ich wirklich lachen, weil ich gedacht habe, doch, es ist assez einfach. Genau. Im Letzten. Ja. Ich habe mir gedacht... Eben, weil das Letzte ja so ein hoher Hexenkessel ist. Weißt du, wenn du jetzt sagst, ja, auswärts in St. Gallen oder in Basel oder so, ja, das verstehe ich schon noch. Aber auswärts im Letzten ist nicht einfach. Ja. Nein. Ich habe mir noch überlegt, ich glaube, das einfachste Heimspiel ist gegen Vinti. Und das einfachste Auswärtsspiel ist eben genau im Letzten gegen GC. Ich glaube, es ist schwieriger auf der Schütze auswärts zu spielen. 100%. Gell? Glaube ich auch. Ja, ich finde sogar, wenn man sagt, also das hat man ja jetzt ein paar Mal gehört, auch letzte Saison vor allem, so auswärts auf der Schütze, ja, das ist wirklich die tolle Stimmung da und es ist nicht einfach, das verstehe ich noch, oder? Weil mit Schütze, auch wenn es halt wirklich nur um die 8400 ausverkauft ist, oder 87, brennt, also es kann laut sein, es kann wirklich laut sein, an einem schönen Frühlings-Sommerabend, wo ein heisses Spiel ist. Und das hat das letzte halt schon nicht. So da hat es viel leere Plätze. Und ich glaube, ja, das ist so ein bisschen ein Floskel, oder wie sagt man dem? Wo er einfach so. Er hätte gegen den, weiss auch nicht, FC Wiesendangen können sagen. Ja, genau. Ja, FC Wiesendangen auswärts. Schwierig. Immer schwierig. Ja, genau. Ja, es ist ganz eine schlechte Leistung gewesen, eben, wenn man vielleicht das Team nochmal anschaut. Hammel, ja, kann nicht viel mehr machen. Die Abi grundsätzlich solid. Abels ist halt der Abels, wir kennen den. Und vorne ist halt auch nicht viel gelaufen. Ich meine, man sieht auch, der Asp Jensen ist viel zu gut für die Mannschaft. Er ist 3 Klassen besser als alle anderen. Und ich glaube, es entsteht dann durch das auch so eine Dynamik, dass er probiert immer alles allein zu machen. Weil ich verstehe es auch. Oder ich habe den Gedanken gehabt, der Asp Jensen macht immer alles allein. Und dann habe ich mich darauf geachtet. Und immer wenn er einen Pass gegeben hat, dann ist nachher der Ball einfach gerade weg gewesen, weil seine Mitspieler so grottig sind, dass wenn er einen Pass macht, dann weiss ich, ja, der
das wäre es jetzt eigentlich für den Angriff, oder? Ist irgendwie auch wack als Jensen. Also, ja. Mega. Ey, und vielleicht zum noch eine Lanze brechen für ihn, eigentlich Respekt, muss ich sagen, weil er hat überhaupt nicht so die Star-Allüre. Also er weiß, er ist 10-mal besser als alle anderen und macht darum auch viel allein. Aber er tut auch andere aufmuntern, er tut abklatschen, er tut klatschen, die Jungs, hey, weiter so. Weißt, er ist nicht so eine Diva, sage ich mal, auf dem Platz. Er ist nicht so, ja, ich bin in einem halben Jahr sowieso weg und ist mir alles scheißegal. Das ist eigentlich noch nice. Ja, genau. Das ist schön. Finde ich auch mega schön, weißt, auch wenn ein anderer verschießt, dann verrührt er die Hände so, nein, weißt, er tut schon fürs Team auch. Also, muss ich sagen, auch vom Charakter her, der könnte wirklich etwas werden, muss ich ganz klar sagen. Und, jetzt spannend aber auch. So, ich meine, das Stroscho, verletzt, Blanche verletzt, Becca gesperrt. Spannend, was der Scheibe da als nächstes bringt. Also ich finde, dort muss er schon fast den Mikulic reinhauen. Voll. Und hoffentlich sehe ich wieder mal den Mucci. der ist passé beim Scheibe, glaube ich. Ja, der Mucci ist jetzt, jetzt ist ja der Zimba gekommen, der wird jetzt anscheinend bevorzugt, ist ja dann für den Planche reingekommen, nicht der Mucci. Das heisst, der Mucci hat jetzt nochmal einen vorne dran und ja, einfach auch das, es ist alles scheiße. Der Mucci, irgendwie ein geiler Sieg und jetzt kommt auch der nie zum Zug. Es ist Nicolas, alles grusig. Der FC Winterthur hat noch ein Plätzchen frei. Genau. Ja, würde ich sehen, wenn der Hunziker dann das würde ich dann so, geht. Das würde ich wirklich einfach lieben. Einfach, ich meine, Winter ist sowieso Grotte, ob jetzt der Mucci noch dabei ist oder nicht. Das macht wenigstens jemanden, den ich nice finde. Voll. Voll. Dann hat es aber, glaube ich, auch noch sonst ein bisschen Thematiken gegeben bei den Grasshoppers. Ich glaube, das ist auch gerade noch spannend zu besprechen. Nimm uns doch ein bisschen mit, was du da noch gehört hast. Ja, genau. Genau, das ist nämlich wirklich noch ein spannender Wendepunkt, doch, kann man vielleicht sogar sagen, was die Fans angeht. Und zwar, wir müssen ein bisschen aufrollen. Also was ja die Amerikaner, jetzt die Besitzer, gut gemacht haben, oder was man eigentlich immer positiv gesehen hat, sie haben so ein bisschen die Fans integriert in gewisse Diskussionen, oder sie haben so ein bisschen die Fanverbindung gepflegt. Es hat dann ja auch Workshops gegeben und so, wo wir miteinander gewisse Sachen besprochen haben. Genau, man hat dann das auch abgemacht, man macht da regelmäßige Treffen und so mit der Führung oder mit Abgesandten in dem Sinn von der Führung, wo man immer so ein bisschen zusammen in eine gewisse Richtung schafft oder die Fans auch ein bisschen mitreden und so. Und ich habe das noch spannend gefunden, weil ein guter Kollege von mir, der doch recht kurvennah ist, oder ich bin mittlerweile 0 kurvennah, aber er ist sehr kurvennah und er war immer so ein bisschen, weißt, ich habe jetzt die den Pöde hören, die wissen, ich erzähle seit Monaten, es scheisst mir alles an, es ist mir langsam fast schon egal, hört doch auf, ob mir jetzt irgendwie ein neuer Trainer, alles ist mir irgendwie egal, es bringt doch alles nichts mehr, so gefühlt. Und er war aber immer so ein bisschen so, nein, komm, es kommt schon gut, es kann schon gut kommen, eigentlich recht positiv und ich habe das immer noch recht geil gefunden, oder? Und das Spannende jetzt ist eben passiert, dass es wieder Treffen in dem Sinn gegeben hat, mit Abgesandten von GC und da hat man ziemliche Meinungsverschiedenheiten gehabt oder ist auch überhaupt nicht einverstanden gewesen. Es sind nämlich auch, ich muss ein bisschen schauen, was ich sage, dass ich nicht zu detailliert bin, aber es sind gewisse Kündigungen auch passiert auf dem Campus, wo auch Leute waren, die eben auch ein bisschen haben können die Fans vertreten oder die so ein bisschen Fanabgesandte waren, sage ich mal, was ja eigentlich mega cool ist, dass die eben auch ein Wort haben. Und das ist jetzt passiert, dass da ein paar Kündigungen gerebelt hat und das hat dann natürlich auch den Fans nicht so wirklich gepasst, haben sie dann auch geredet und so, eben, was ist denn da los? Kurz gesagt ist man sich überhaupt nicht einig geworden und hat jetzt das Ganze beendet. Der Austausch, die Kommunikation. Heisst also, Fans und Verein sind aktuell nicht mehr im Austausch. Und das ist noch so das Einzige, wo man irgendwie das Gefühl hat. Oder? Darum, um so schnell abschliessen, darum habe ich auch von dem Kollegen erzählt. Weil jetzt, wo das passiert ist, hat er 180 Grad gekehrt. Oder? Ist auch, das ist jetzt das Zeichen, jetzt läuft es wirklich gar nicht mehr, jetzt ist einfach alles scheiße sozusagen. Ja.
Und ja, es ist ein weiteres Zeichen von «Wir wissen es ja irgendwie doch besser und wir brauchen euch nicht». Und ja, wenn man die Gesamtsituation anschaut, dann muss man sich fragen, also ich wüsste, glaube gar nichts, so was bis jetzt gelaufen ist. Es fühlt sich zumindest als Fan so an. Und ja, ich weiß nicht, es ist wieder ein Punkt, wo man, ja, es ist wieder ein neuer Tiefpunkt, was jetzt diese Thematik angeht. Und ich weiß nicht, wie es jetzt bei Vinti ist. Da gibt es ja sicher auch einen Austausch mit den Fans. Es gibt ja auch einen Fanbeauftragten. Ich weiß nicht, ob du da ein bisschen Einblick hast oder... Ja, immer wieder natürlich. Aber auf was bezogen meinst du oder allgemein? Nein, ich glaube, Club und Fans haben einen guten Austausch. Es hat ja sogar offene Kommunikationen gegeben, wo man sich... Ich glaube, 4 Termine, wo man sich hat können austauschen untereinander, wo wirklich... Ja, muss man sagen, das pflegt FC Vinti gut. Es ist natürlich alles sehr nah, gell? Winterthurer, ich glaube, Zürich ist dann schon noch mal ein bisschen grösser. Also bei Winterthur hast du viel näher oder einfacher jemanden zum Erreichen. Und es ist eine Stimmung, würde ich sagen, auch wenn Vinti absolut Katastrophe spielt. Ich glaube, im Club sind Fans wichtig und umgekehrt genau gleich. Ja, aber also jetzt sowieso, das liegt natürlich auch daran, dass es natürlich von Winterthur für Winterthur ist. Oder? Bei den Grasshoppers hast du seit x Jahren China, Amerika, da hast Länder hinten dran oder Organisationen oder Firmen, die absolut nicht näher an Zürich sind, sage ich jetzt mal. Weißt du, was ich... Ja. So. Ja. Und das ist ja schon eine gewisse Distanz. So, das ist eigentlich meine Pointe, genau. Die Distanz dazwischen jetzt noch mehr. Ich finde es irgendwie aber auch, also jetzt wirklich als Neutrale noch lustig, so die Fans sagen, fickt euch zum Vorstand. Also so, wie die Fans kündigen die Freundschaft mit dem Vorstand, mit der Führung von einem Club. Irgendwie speziell, wirklich speziell. Und ich kann mir vorstellen, dass solange GC wirklich dort rumhopst, nicht wirklich viel besser wird. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wenn da noch 1, 2 Transfers gehen und GC jetzt 2, 3, 4 gute Leistungen wird zeigen mit ein paar Siegen, die ganze Stimmung wieder aufgelockert wird. Ich glaube, es ist jetzt nicht unglaublich fatal, so meine ich das. Fußball ist sehr schnell vergänglich, Fußball ist man sehr schnell wieder miteinander. Genau, ob das diese Saison noch passiert, das weiß ich nicht natürlich. Das ist sehr abhängig davon, was jetzt da noch der Papi Sutter noch umkrempeln kann. Aber ja, ich nehme das jetzt gar nicht so mega tiefgründig, sage ich mal so. Es ist natürlich schlecht für den Club, es ist schlecht für die Fans. Und also ich als Hopper, wow, also ich meine, sportlich ist es ja schon eine absolute Katastrophe, denen zuzuschauen. Und wenn der Club dir jetzt noch so ein bisschen in den Rücken sticht und eigentlich der Fan nicht einmal wertschätzt oder das Fansein nicht einmal gut heisst, sage ich jetzt mal, Bro, dann wäre ich so richtig, wisst ihr was, Alter. Ja. Also genau. So, exakt. Und genau diese Reaktion hat jetzt eben auch der Kollege gehabt, oder? Es ist genau das. So, ja, eben, so ein bisschen, ja, also dann fickt euch doch, oder? Macht euch das Ding. ja, und voll. weißt du, die immer von Community geredet haben, bla bla bla, Scheissdreck und so. Und jetzt wie so ein bisschen die Fans links liegen lassen. Und also weißt, ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Oder? Die Amis haben das gewusst, wenn sie ruhig, also weißt, wenn die Kurven ein bisschen ruhig behalten und so, das ist auch verdammt wichtig, oder? Dass nicht, ich meine, bei den Chinesen hat es dann lange immer ein Banner gehabt mit «Fuck Fosun», oder? So richtig von der Kurve, so «Verpisst euch eigentlich», oder? Und das haben die Amerikaner natürlich auch immer ein bisschen unterdrücken, weil man hat so das Gefühl von Zusammenarbeit und so ein bisschen so, oder? Und genau, ja. Und weißt, gerade bei GC ist die Kurve schon sau wichtig, weil auf der Tribüne da sammeln sich nicht allzu viele Leute an, das ist ganz klar, oder? Und darum habe ich das Gefühl, ist bei GC die Kurven oder die Beziehung zu den Kurven noch viel wichtiger. Darum, also es kann sehr gut sein, wie du sagst, dass absolut nichts passiert in dem Sinn. Kann extrem gut sein. Es kann aber auch sein, dass jetzt weitere Massnahmen, sage ich jetzt mal, eingeleitet werden. Wer weiß, also ja, bin ich gespannt, werden wir natürlich auch weiter verfolgen die nächsten Wochen. Ja, das ist schon, was GC für eine Entwicklung in den letzten 20 Jahren hat, ist eigentlich wirklich unglaublich. Nein, wirklich unglaublich, wow. ja.
Ganz, auch mit dem ganz schlimm. Stadion, wo er genommen wird. Und ich habe jetzt gerade gesehen, 4000 Zuschauer anscheinend gegen den Tabellenersten, gegen Thun. Das ist halt schon auch einfach... Wow. Ja, es ist räudig. Ja, es ist heavy. Es Ja. ist räudig. Also rein von der Energie bei GC könnte GC auch Letzte sein. Also sie spielen nur nicht ganz so shit wie Vinti. Aber eben, ich glaube langsam daran, dass GC und Vinti wunderbar nächstes Jahr sich die Hand geben können an 2-3 Spiele in der Challenge League. Genau. Oder 4. Sind es dort noch 4? Weiss gar nicht. Ja, du langsam... Weißt du, das hat vielleicht noch ein abschliessender Gedanke. Ich habe mir noch gedacht, eigentlich von mir aus könnte man jetzt bei GC wie Pause drücken, bis das Stadion kommt. Einfach Pause. GC spielt gibt es jetzt nicht mehr für ein paar Jahre. Es ist wie einfach pausiert, weißt du, wirklich wie im Game. Es passiert einfach nichts. Und dann tut man wieder auf Play drücken, wenn das Stadion kommt, weil bis dann kann man sich den Rotz aber wirklich sparen. Das kann ich jetzt schon sagen. Wahrscheinlich. Ja, da passiert gar nichts Gescheites, bis das Stadion steht. Und dann kann man noch mal schauen, ob sich noch mal etwas Gescheites entwickelt. Aber du... Ja. Das Gute ist, ich werde älter. Das Schlechte ist, ich werde älter. Nein, es ist wie, ich habe wie auch realisiert an diesem Wochenende, ich bin beim Kollegen dort und ein bisschen schnurren und so und mega hyped gewesen, wieder auf dem Match gegen St. Gallen. Alle sind auch gekommen und haben sich getroffen und dann war es so gewesen, ja, Alter, nein, Mann, jetzt haben wir uns doch mega gefreut, Samstagabend um 6 Uhr, geile Zeit. Und dann ist es halt abgesagt worden. Und dann habe welche geile Zeit? So angeschissen. Gut, im Stadion, nein, stimmt. Wäre ja nicht vor dem Fernsehen gewesen, stimmt, ja. Nein, das finde ich 6 Uhr, Stadion, dann um 8 Uhr fertig, Viertel ab 8 Uhr, halb 9 Uhr fertig, die Hause und so, oder wieder heim kannst. Finde ich eine geile Zeit. Und dann habe ich aber schon gemerkt, ja, Jungs, vielleicht ist es auch besser. Ich meine, was erwartet uns? St. Gallen, okay, haben wir ja mega gute Chancen diese Saison. Also weißt, es wäre dann, vielleicht ist es einfach ein frustfreier Abend. Also, wer weiß. Also, ja, genau. Also, ja, ich distanziere mich gezwungenermaßen, genau wie GC-Fans. Voll. Ja, gut. Genau. Es ist wirklich das. So, gehen wir noch zum letzten Rotz. Nein. Ja, zum ein bisschen besseren Rotz. Eben vielleicht an dieser Stelle, vielleicht gerade am Anfang, nächste Woche ist der Raffi wieder zurück, ist wieder dabei. Dann werden wir auch wieder ausführlicher über den FCZ berichten, oder beziehungsweise er. Und genau, einfach schon mal zum Sagen, auch als Vorfreude sozusagen. Da gibt es vielleicht doch mal noch etwas Positives zum Besprechen da. Aber sie haben gespielt in Genf. Und ja, ich weiss nicht, irgendwie, ich habe es dir ja auch vor der Aufnahme gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, auch wenn jetzt extrem viel passiert ist, es ist wieder ein bisschen mehr Ruhe irgendwie drin. Vielleicht auch, ich finde, der Hettiger, eben, ich habe ja schon von Anfang an irgendwie gelobt mit seinen Interviews, ich finde, er strahlt eine gewisse Ruhe aus. Und ich finde, das ist genau das, was der FCZ jetzt braucht, nach dieser Malenovic-Zuber-Geschichte, die passiert ist. Ja, also Absolut. wie wirkt es auf dich? Absolut. Ja, mal keine News am Morgen. FC Zürich hat wieder jemanden entlassen oder Fight in der Kabine oder einen Fans vor Gericht mit dem haben wir auch schon gehabt. Genau, irgendetwas Illegales gemacht, noch kurz. Ja, nein, also ich muss schon sagen, für mich ist es ein gutes Zeichen. Eben, ich glaube auch wieder so gewisse Spieler, die wieder Startelf sind, ob es jetzt gut oder schlecht ist. Also ein Krasnitschi zum Beispiel. Oder, ja gut, Krasnitschi ist glaube jetzt vielleicht gerade ein schwieriges Beispiel. Aber ich glaube, es ist auch okay, dass gewisse Leute mit Star-Allüren oder mit, die sich grösser als der Club sind oder sagen, hey, weißt du was, das ist mir jetzt alles zu viel gewesen. Die sind gegangen und die noch da sind, die sind da und geben alles. Ich glaube, der Phaeton hat auch das 10 übernommen vom Zuber. Ich kann mir vorstellen, dass das eine langfristige gute Auswirkung hat auf den Club. Aber ja, wenn man das Kader anschaut, eben ein Sauter, ein Vujovic, Vujovic, kann man noch darüber diskutieren. Viele Junge, eben Zawander und Reichmuth und so. Aber ich glaube, ja, es wird sich zeigen. Ich weiss jetzt nicht, ob der FC Zürich noch Transfers macht. Das weiss ich wie nicht. Ja, aber auf jeden Fall besser. Die Leistung am Wochenende, ich glaube, ja, so das Spiel, darum habe ich sogar 1-1 getippt.
wo genau auf beide Seiten Ja, hätte ich können auch, kippen. ja. Mhm. Haben wir beide. Okay, eben, hättest du auf beide Seiten hätte noch ein 2-1 gehen gefühlt. So ein bisschen das. Ja, Ja, aber es ist okay. ein typisches FCZ-Spiel irgendwie. Es passt auch wieder. Ich habe das Gefühl, wir sind alle back. Vinti-Shit, GC-Shit, FCZ, ein bisschen irgendetwas so einigermaßen dabei. Aber auch da... Aber auch nicht mega gut oder nicht mega schlecht. Ja. Genau. Ich glaube, der Raffi würde wieder sagen, eher scheiße, aber ist auch okay, oder? Natürlich. Der Raffi ist unzufrieden, wenn er nicht den zweiten Platz mindestens erreicht. Also, Ja, Ja. das sind noch Ansprüche, gell, die der sich hat. Bin ich gespannt, was er nächste Woche dann erzählt. Aber ja, es ist so ein typischer FCZ-Auftritt, auch noch mit der roten Karte. Ist, glaube ich, ein Rekord diese Saison, hast du geschrieben, Genau. oder? ich glaube, ja. die 7. für den FCZ in einer Saison, das ist schon viel. Hure viel. 1000. Nach, was haben wir jetzt? Ja. Glaube 20 Runden gespielt, wenn ich mich nicht täusche. Ja, sagen wir, jedes dritte Spiel fehlt ein wichtiger Spieler ein Spiel. Ja, Also, ist eigentlich ja. krass. Ja, ist eigentlich krass. Ja. Also sie Ist schadet daneben. sich immer selber. Aber eben am Schluss holen sie halt gleich den Punkt. Klar, auch in Genf diese Saison kann man auch mehr holen. Aber es ist halt, ja, das ist wirklich der FCZ so, ja. Voll. So Das ein bisschen, Pünktchen, es ist halt wirklich, darum stehen sie dort, wo sie sind. Es ist nicht gut, es ist nicht schlecht, es ist wirklich mediocre. Und ich muss schon auch sagen, FCZ-Fans, ich weiss auch nicht, ob das jetzt mega viel geiler ist als GC oder Vinti-Fans. Aber immerhin, das sage ich auch am Raffi, immerhin kommen gewisse Wins und Punkte heim. Das haben wir halt wirklich nicht. Oder selten. Also, eben, ich Ja. will gar nicht wissen. Vinti hat, glaube ich, 2 Siege, oder? Und es sind 20, also jedes 10. Spiel im Durchschnitt ein Sieg. Irgendwie so. Ja, super. Ja, eben das Super ist schon für einen noch, Podcast. schon noch eine andere Sphäre. Ich glaube, weißt, wenn jetzt auch der FCZ Ja. noch 1-2 Transfer macht, dann denkst du so, da kommst du ein bisschen in den Hype rein. Ich muss sagen, Ja. auch eben bei GC es ist mittlerweile so, ja, macht doch noch einen Transfer, es spielt doch irgendwie alles keine Rolle mehr. Und ich glaube, bei Vinti ist das Feeling sehr ähnlich. Und das hast du halt beim FCZ schon noch nicht so ganz. Also sind, glaube ich, schon eben wie so noch ein bisschen Stufen höher in dem Sinn. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt schon. Voll. Aber Genau. dass die noch europäisch arbeiten, was ein klares Ziel ist, Top 6, das bezweifle ich also schon auch relativ stark. Auch wenn Ja, fair. Servet Ja, das und hat Luzern gurkig sind. Ja, Ja, wirklich, Luzern hat ja jetzt schon auch recht auf den Deckel bekommen von Lugano. Ja, aber trotzdem, nein, das glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Wie du sagst, das wird unter uns ausgemacht. Aber beziehungsweise, ja, ist ja gleich. Aber beim FCZ noch schnell zum Erwähnen, ich glaube, der Chris Kablan heisst der war ja mal bei Lausanne gewesen, oder? Der hat, glaube ich, von Anfang an gespielt. Eigentlich Ja. auch noch nice, den haben sie ja geholt von einem zyprischen Club. Ich bin jetzt unsicher welchen, aber der ist, glaube ich, von Zypern gekommen. Der hat aber schon in der Schweiz gespielt. Der hat, glaube ich, bei Salt Lake schon gespielt. Auch so wirklich random Teams. Aber ja, auf jeden Fall nice. Hat er gerade seinen Platz. Das finde ich schon noch auch cool für die Fans. Neue Spieler tut immer gut. Ob er gut war, kann ich nicht beurteilen. Der Schiri war der von Mandach, der Nein, genau. um das auch noch erwähnt zu haben. Genau. Aha, genau. Ja. Ja. Also eben, FC Zürich-Fans, wenn ihr überhaupt noch da sind, weil wir, ja, muss man jetzt schon auch sagen, der FCZ hat etwa 7 Minuten Redezeit bekommen und Vinti und GC etwa 50 pro Epi den letzten 4 Mal. Aber es ist halt, der Raffi ist out. Genau, er hat aber all seine Prüfungen, alles durch, glaube ich, in dieser Woche. Raffi, Genau. wenn das los ist, an dieser Stelle alles Gute noch für deinen Endspurt. Und wir sind froh, wenn du nächste Woche zurück bist, weil auch wir haben keine Lust, uns mit dem FC Zürich zu befassen. Das musst du effektiv übernehmen. Genau. Genau, gerade wenn es bei Gut. uns so schlecht läuft. Darum würde ich sagen, schauen wir doch Ja. auf die nächste Woche. Und ich sehe gerade, habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, GC spielt in Lausanne. Ei. Und Vinti in Ja, gut, Lugano. Zürich. Ui. Zürich muss Zürich ist die Heim gegen Basel. Ja, es ist irgendwie... Ja. Gut, ja. Also Lausanne auswärts, das hat sich schon geändert. Ich meine, früher Lausanne auswärts, scheißegal, aber mittlerweile von dieser Mannschaft Psyche einfach. Sie haben ja jetzt auch souverän gewonnen in Bern mit 3-1.
Ja. Und ja, da sehe ich jetzt aber wirklich gar nichts eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, ich kann nicht. Also wirklich 0 sogar. Ich glaube, sogar Nein. ein 3-0, 3-1, sage ich jetzt mal. Ja, ich bin bei 3-0 Lugano-Vinti. Können wir das vielleicht auch gerade noch... Lugano-Vinti war für mich ein 3-0 gewesen. Bei Lausanne hätte ich vielleicht 2-0. Ja. 2-0 Lausanne. Ja. Ja, komm, ich gehe 3-1 Lausanne und 2-0 Lugano gegen Vinti. Ja. Sehr geil. Ja, und dann noch schnell Zürich-Basel. Ja, Basel weiss doch auch nicht. Ist mir gleich. Zürich-Basel. Ist mir wirklich wurscht. Nein, ist geil. Es gibt sicher auch wieder eine rote. Ja, genau. Das wäre auch wieder ein Match für die nächste Rote. Aber ja, es ist schwierig. Basel irgendwie auch nicht. Wobei, ich glaube, das gibt ein 0-1 für Basel. Vielleicht so ein Scheck-Penalty oder so. Easy. Ja, ich gehe mal mit einer Klöpfeten. 2-0 Basel. Ja, Ja, voll. sehe ich. Ja, da super. wären wir am Ende. Ich glaube, wir sind beide nicht ganz unfroh. Jetzt ist 20 vor 5 Uhr, Montagabend. Das ist eigentlich eine gute Zeit. Haben wir noch ein bisschen Abend, wenigstens noch ein bisschen einen Frieden. Wenn wir da schon über unsere Clubs reden, die absolut Trash sind momentan. Genau, gut. Ja, von mir aus ist nichts mehr. Ich glaube, bei dir ist auch gut, oder? Genau. Danke wie immer fürs Zuhören an alle. Und eben ein letztes Mal nächste Woche dann auch wieder ausführlich mit dem FCZ-Teil. Und genau, danke fürs Schnurren. Und Ja, danke bis dir nächste auch. Woche. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Noch einmal ein Einwurf für Zürich. Keita. Stahel. Der Ball kommt zur Mitte. Tor! Julian Filipescu. Rekordmeister. Stupri vom Rekordmeister. Für den Spack. Und jetzt ist die Schweizer Wiese gefunden und jetzt haben wir endlich in der Super League endlich Kanton Zürich ein echtes Fußballstadion. Ich meine, was will man noch mehr?